Es wäre wohl unangemessen, euch zu fragen, wie ihr das bekommen habt. Also lasse ich es lieber. Okay, und weiter geht's. Letztes Mal haben wir herausgefunden, dass in Wirklichkeit nicht Kalia unser gesuchter Bösewicht ist, sondern der Mercer-Verein selber. Es war nämlich der Mercer, der dort mal den Gallus, das ehemalige Mitglied oder Anführer der Diebesgilde, umgebracht hat. Was der Mercer-Verein jetzt als nächstes plant, wenn er als nächstes für Schaden wird anrichten, können wir nur mit Hilfe von Gallus seinem Tagebuch herausfinden. Das Tagebuch hat zum Glück Kalia gefunden letztes Mal. Jetzt ist es aber so, dass es in einer Sprache verfasst ist, die wir nicht lesen können, und zwar in der Falmer-Sprache. Jetzt müssen wir irgendeinen Weg finden, um das Tagebuch zu übersetzen und uns irgendwelche Hilfe holen oder einen Weg zu finden, wie wir es selber übersetzen können. Wir finden es raus, fangen wir an. Hör zu, ich bin sehr beschäftigt. Ich hoffe, es ist wichtig. Genau, der Karl Zellmer. Was macht ihr hier? Die Ausgrabungsstätte ist geschlossen. Ich brauche keine weiteren Arbeiter oder Wächter. Ich habe euch bereits gesagt, dass ich keine Wachen mehr einstelle. Warum wollen mich immer alle davon abhalten, meine Forschungen zu beenden? Idiot! Wisst ihr überhaupt, wer ich bin? Der angesehenste Gelehrte auf dem Gebiet der Dwemer in ganz Tamriel. Und ständig kommt jemand und stört mich. Es tut mir leid. Ich habe mich ein wenig in Rage geredet. Aber ich bin inmitten einer sehr anstrengenden Arbeit. Und ich hätte euch nicht anschreien dürfen. Wie kann ich euch helfen? Also, lass mal. Genau. Dann seid ihr gut informiert. Ich stehe gerade tatsächlich unmittelbar davor, mein Hauptwerk zu diesem Thema abzuschließen. Ich nenne es Kalzelmos Handbuch zur Falmer-Sprache. Es wird unser Verständnis dieses alten Volkes revolutionieren. Abso, ihr müsst verrückt sein, wenn ihr glaubt, ich würde sie jemandem zeigen, bevor sie abgeschlossen sind. Ich weiß eure Gefühle zwar zu schätzen, aber ich muss dennoch ablehnen. Komm schon, wir sind Da voll ihr das meine Fangirl. Arbeit bewundert, werdet ihr sicher einsehen, dass meine Forschungen geheim gehalten werden müssen. Komm mit einem Bestechen. Ich weiß ja nicht, mit wie vielen Gelehrten ihr Umgang pflegt, aber ich kann euch versichern, dass persönlicher Wohlstand nicht zu unseren Prioritäten zählt. Einschüchtern wird gar nichts bringen. Okay, weißt du was, dann Ja. ist es. Wenn meine Forschungsarbeiten abgeschlossen sind, fällt es mir sicher leichter, über meine Ergebnisse mit euch zu diskutieren. Du bist schon ein harter Brocken, du, Kalzelmer. Ich wirst du bitte die ja nicht zueinander schieben. Voll unfreundlich. Gut. Dann müssen wir uns den Schlüssel beschaffen. Nicht wahr? Den klauen wir ihm jetzt. Jetzt checkt er da, der gerade neben dran steht. Nein, checkt es nicht. Jetzt gehen wir ins Museum. Let's fetz. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich eine Frau mit gezogener Waffe nähert. Da wollen wir doch beide nicht. Oder? Was für eine Verschwendung. Dort oben müssen ein Dutzend Männer sein. Ja, Kalzelmo hat seine gesamte Expeditionstruppe zurück. Wir Voll haben gegen den Verbrechen Kalzelmo am Himmelsrand und Lästern, seine hä? Einwohner Fuß runter! Da finde ich das Schönste. Alles los, das war's schon. Wer hat dich drauf? Genug. Genug. Achtung. So. Ich kann doch. Hey. Was ihr könnt. Moll, du, nicht schlecht.
Schlüssel. Zum Museum. Haben wir zwar schon einen. Sind am Kuscheln. Im Namen des Jarl! Im Namen des Jarl! Keine Bewegung! Im Namen des Jarl, komm da hin. Verdammt! Nein! Doch. Im Namen des Jarl, war kaputt. Wirklich? Genau so. Sehr Dank. Der da ist, glaube ich, ein Boss. Aber jetzt probiere ich dann einmal mit dem Bogen. Das ist echt komisch, dass die Pfeile nicht dort fliegen, was sie sollten. Jur? Sag Ja gut, wollen wir da. Wie dienen kann, kommst du auch. Lass niemanden durch. Oder gehört. Oh. Hast du Verwendung für den Stab? Ihr habt hier nichts verloren. Bitte was? Ihr habt... Oh, Stab der Spinnenbeherrschung. Den probieren wir jetzt gerade mal schnell los. Vielleicht bringt der ja etwas. Ihr habt ja nichts verloren. Amol? Ja, also nicht da, wo ich erhofft habe. Sagt man das so, wo ich erhofft habe? Sorry. Gut. Den noch weg. Was? Ist da jemand? Kann man da einfach durch? Komisch. Was war das? Nünd. Alles gut. Eindringling! Hilfe! Hey. Hör auf ruckeln. Hör auf ruckeln. Kaltselmus Labor. Das ist schön. Den man braucht. Sehr Dank. Gut, das probieren wir es nochmal.
Das war nicht die Tür, aber jetzt nicht wundern, was da dahinter ist. Nichts. Was glaubt ihr, was... Grüezi. Oh. Hier drin! Lydia braucht einen neuen Helm. Ah, der ist so grusig. Achtung, Falle. Lydia, du hast da etwas gesehen. Oh, jetzt ist es weg. Blutsaugen. Wir sind immer noch ein Vampir. Sammle Waldilfenblut. Oh nein, wir haben einen von unseren Kollegen umgebracht. Wir haben unsere Familie umgebracht. Und kannst du wissen, wie der ausgesehen hat. Das war einer von uns nicht. Seht ihr da? Oh, warte, Moment. Spitzöhrli. Tut mir leid. Ihr habt hier nichts verloren. Komm schon, Lydia. Alles gut. Was? Ihr habt hier nichts verloren. Du kennst auch nichts. Ihr habt hier nichts Ich bin verloren. deine Tane im Fall, Kollegin. Hat einen schlechten Tag, gibt's. Gibt's. Boss. Was war das? Nichts. Probieren wir den nochmal mit dem Bogen. Lydia, mach du den. Ah, jetzt geht's. Gut, zurück zum Dämmerbrecher. Seid ihr zum Sterben bereit? Gnade! 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 Dann ist Lydia gut. Das war... Grüezi! Grüezi! Bring euch um, wenn ich es muss. Du musst. Zack. Du hast im Fall einen Dolch verloren. Lydia, willst du immer noch nicht mit mir reden? Ihr habt hier nichts verloren. Ich glaube einfach einen schlechten Tag heute, nicht mit ihren Diebel. Wir warten da kurz. Damit wir ihr den Stahlhelm geben können. Oder geht nicht, wenn Feinde in der Nähe sind, gut? Dann halt nicht. Hier drüben. Da. Hei, hei, hei. Ich stehe auf eurer Seite. Ciao. Du auch, ciao. Blutsaugen. Schon wieder Hochhilfe. Ah nein, das ist jetzt ein Hochilf. Das andere ist ein Waldelf. Himmelsrand gehört dem Nord. Ist das Lydia, die da gerufen hat? Dann bist du so parteiisch. Ah nein, das ist ciao. So, der Lydia, jetzt probieren wir den nochmal. Nein, geht immer noch nicht. Ihr habt hier nichts verloren. Sie ist immer noch böse auf mich. I'm so tired of being lonely. Was habe ich denn gemacht? Gut. So, komm. Jetzt will ich dann ein Genkessel einführen, da geht ja gar nicht. Hilfe! Mal du. Mal du.
Ah, das ist glaube ich falsch. Gut, zurück. Hure cool da oben. Das ist die Frage, wie wir dort hinterher kommen. Also. Warte schnell. Experte. 13 Dietrich. Nein, hä. Das war nicht wert. Gut. Wenn wir irgendwie kopieren. Dann machen wir doch da. Dann machen wir doch da. Holzkohle. Und Papier. Damit dürfte es funktionieren. Super Sache. Gehen wir zurück zum Anton. Petra, was für ein Tag. Ihr hättet nie herkommen sollen. Nie. Niemals. Aber schön, dass ihr zu uns kommt. Bist du gerade da durch, das ist gut. So, können wir einen nach dem anderen ausschalten. So, einmal. Gnade! Du hast keinen Anspruch auf Gnade. Und du so, wenn du uns angreifst. Gell? Die macht ein bisschen Yoga. Was ist denn für eine Stellung? Hoi. Ihr könnt euch von mir... Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Ihr seid ein Niemand. Was macht ihr denn da? Logisch ist Lydia schlecht auf mich zu sprechen, wenn sie die ganze Zeit angreift. Da wäre ich doch auch. Die Arm. Oh, der hat viel gehabt. Die hat viel gehabt. Bist du immer noch hässig? Ihr habt hier nichts verloren. Sie ist immer noch hässig. Sie hat mich nicht mehr gern. Ich glaube, im nächsten Clip mache ich einen Game-Counter, wenn ich dran denke. Einfach damit Schneiden noch ein bisschen aufwendiger ist. Soderli. Wow. Unglaublich, ne? Die Aussicht. Wow, schön. Die Stadt sieht ein bisschen demoliert aus. Aber wie? Ja, ganz genau, das werden wir nicht machen.
Namen des Jahres. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner. Oh, jetzt bin ich dabei tot. Nein, nicht ganz, nur so halb. Gut, probieren wir dann nochmal. Und Schmiedli dienen. Im Namen des Jahl, bleibt stehen. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und... Nein, das tut uns so leid. Echt jetzt? Moment. Heilig. Gnade! So läuft das nicht im Fall. Du uns angreifst, der A sagt, muss auch B sagen. Ist das gerade wirklich geschehen? Bring euch um! Bring wir es zu Ende. Hilfe! Ein Mord! Das war schon alles? Wirklich? Nein! Und? Gefällt euch das? Sie ist mir... Werdet ihr büßen! Vereinbart Was deine ist schon Mutter, alles? das wirst du büßen. Genau so. Mann, das ist schon langweilig da, hä? Ich werde den Boden mit eurem Blut tränken. Jetzt bringen wir... Oh, sorry Lydia. Jetzt kommt sie nicht mehr drauf an, gell? Passt ein bisschen auf. So, und jetzt interessiert mich, wer du bist. Wenn es um die Halle der Toten geht, nein. Die könnt ihr nicht betreten. Ich will in die Halle der Toten. Neu in Himmelsrand? Ich war auch erst verwirrt. Die Nord bezeichnen ihre Mausoleen als die Halle der Toten. Dort sind die Bewohner der Stadt beerdigt. Väter, Vorväter, Mütter, Ahnen. Akai, einer der 8 Göttlichen, Gott der Geburt und des Todes. An seinem Schrein beten die Menschen, wenn sie die Halle aufsuchen, dass seine Göttlichkeit über ihre Vorfahren auf dem Weg in das nächste Leben wachen möge. Ich kann nicht darüber reden. Seid versichert, dass der Jarl jedermanns Sorgen hört. Bald werdet ihr die Toten wieder besuchen können. Na schön. Ich wollte ohnehin vorschlagen, dass der Jarl jemanden einstellt, um das Ganze in Ordnung zu bringen. Wir haben entdeckt, dass einige der Toten gegessen wurden. Fleisch wurde abgenagt und Knochen wurden zerbrochen, um an das Knochenmark zu gelangen. Bisher haben wir noch nichts und niemanden erwischt. Es ist, als wüsste der Täter, wann ich da bin. Wenn ihr die Angelegenheit ergründen könnt, wird euch die Priesterschaft von Akai belohnen. Nehmt meinen Schlüssel und seid vorsichtig. Seid vorsichtig in der Halle. Wir wissen nicht, was darin ist. Dann machen wir das anders. Gehen wir zurück zum Anton. Ich hoffe, das geht jetzt mittlerweile. Ja.
Hoi! Was läuft? Lydia, haben wir die drauf? Nein. Ich stirb da jetzt gerade mal nicht. Yes. Genug. Ah! Das ist mich umgebracht. Tja. Gut. Ihr seht nicht gut aus. Oh. Wie fühlt ihr euch? Wie ein Vampir. Und du so? Wenn er nicht zufällig eine neue Runde bringt, könnt ihr gleich weitergehen. Kann man sich da nicht ansetzen? Erzähl mal, Anton, wie geht's da? Ist ja nicht so, als ob es hier noch was anderes zu Du tun bist gar nicht gäbe, der als zu Anton. trinken. Dann interessiert es mich nicht, sorry. Geht uns der Met aus? Nein, selbst Ranje kann nur eine... Ich glaube, der andere ist ein Saufkollege. Kann das sein? Den haben wir doch mitgebracht. Den bringen wir nachher noch erst mit. Hoi, Anton. Wieder da, wa? Gab es sonst noch was? Es wäre wohl unangemessen, euch zu fragen, wie ihr das bekommen habt. Also lasse ich es lieber. Ein Steinabrieb also. Seltsam. Ich hatte Notizen erwartet. Ich verstehe. Jetzt lasst mich einmal einen gründlichen Blick darauf werfen. Hier drüben bitte. Sieht cool aus, ne? Das ist faszinierend, aber auch sehr beunruhigend. Es sieht so aus, als hätte Gallus schon monatelang Zweifel an Mercer Freys Loyalität gegenüber der Gilde gehabt. Gallus hatte begonnen, einen übermäßig üppigen Lebensstil und die Ausgabe großer Summen Goldes für Privatvergnügen aufzudecken. Steht in dem Tagebuch, woher sein Reichtum stammte? Ja, Gallus scheint sicher zu sein, dass Mercer unbemerkt Gelder aus der Schatzkammer der Gilde abgezogen hat. Sonst noch etwas, Entir? Der Fuchs. Irgendetwas über die Nachtigallen? Ja, hier ist es. Die letzten paar Seiten scheinen das Versagen der Nachtigallen zu beschreiben, wenn auch nur in groben Umrissen. Gallus erwähnt außerdem wiederholt seine feste Überzeugung, dass Mercer etwas entweiht hat, das man das Dämmergrab nennt. Die Schatten mögen uns schützen. Dann stimmt es also. Ich kenne das Dämmergrab nicht. Was ist das? Was hat Mercer Frey getan? Es tut mir leid, Entir. Das kann ich nicht sagen. Wichtig ist jetzt, dass wir eure Übersetzung sofort an die Gilde übermitteln. Lebt wohl, Entir. Mir fehlen die Worte um. Schon gut, Kalia. Ihr braucht kein Wort zu sagen. Hört zu, ich will nur, dass die Gilde die Wahrheit erfährt. Sie haben Kalia respektiert und sie hat etwas Besseres verdient. Definitiv. Tut, was ihr könnt. Ihr tut mir damit einen persönlichen Gefallen. So werden wir es machen. Und der Mercer muss da zahlen dafür. Seid bedankt, Antir. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, gestohlene Waren loszuwerden und zufällig in Winterfeste seid, dann besucht mich an der Akademie. Ich habe gelegentlich schon mit fragwürdigen Gegenständen zu tun gehabt und ich werde sehen, was ich tun kann. Sollen wir den Schwarzhandel an unserer Akademie jetzt fördern oder nicht? Wir fördern den. Bis später. Wenn ihr mich noch einmal braucht, findet ihr mich in der Akademie.
Das ist gut zu wissen. Carlia, du willst auch noch etwas? Wir müssen nach Rifton eilen, bevor Mercer der Gilde noch mehr schaden kann. Ihr seid schon so weit gekommen, da wird es nichts schaden, wenn ich das nicht länger vor euch geheim halte. Das Dämmergrab ist der Tempel von Nocturnal. Das ist der Ort, den die Nachtigallen geschworen haben, mit ihrem Leben zu verteidigen. Alles, was für Nocturnals Einfluss steht, befindet sich in den Mauern des Dämmergrabs. Jetzt hat Mercer offenbar seinen Eid gegenüber Nocturnal gebrochen und das besudelt, was er zu schützen geschworen hatte. Das habe ich auch gedacht, als Gallus mir zum ersten Mal davon erzählte. Ich glaube, mit der Zeit werdet ihr verstehen, was ich meine. Als Nachtigall habe ich im Hinblick auf das Dämmergrab Verschwiegenheit geschworen. Ich weiß, dass die Gilde Vertrauen nicht gerade fördert, aber ich muss euch dennoch bitten, mir weiter zu vertrauen. Ich gehe nach Rifton und erkunde die Lage. Vielleicht finde ich heraus, was Mercer vorhat. Wenn ihr soweit seid, trefft mich in der zersplitterten Flasche. Bis dahin möchte ich euch dies hier geben. Es hat Gallus gehört, aber ich glaube, unter diesen Umständen wäre er einverstanden. Wenn die Gilde keine Vernunft annehmen will, dann müsst ihr das vielleicht. Cool. Ihr nehmt mich und mein Angebot beim Wort, was? Gut. Super Sache. Ich würde sagen, das machen wir nächstes Mal. Hey, ich freue mich. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das ist doch irgendein Bug, ne? Kann doch irgendwie nicht sein. Warte, probieren wir mal auf diese Seite nochmal. Mal schnell raus. Der andere hat einfach die Umsprache. So nasch. Hey, aber wieso spielt die Pfeile nur bis zur Hälfte, wenn der jemand weiss? Schreibt jetzt mal bitte einen Kommentar. Das gibt's doch nicht.